Salut zusammen, das ist Rufus. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Diamonds Are Forever. Heute mit der MP7, aber zuerst will ich noch schnell etwas zum Hintergrundvideo sagen. Da habe ich eine ziemliche Streak gehabt, also einen 27er Streak hat dann Nuclear natürlich nicht geschafft, oder? Wie kann es auch anders sein, ich schaffe das eh nicht. Und die erste Halbzeit spiele ich doch relativ, ja, sagen wir jetzt mal offensiv. Und es gibt auch die eine oder andere, ja, knappe Entscheidung. Ich würde sagen, die erste Halbzeit habe ich eigentlich nicht schlecht gespielt. Die zweite Halbzeit, weil ich wirklich meinte, in dieser Lobby könnte ich jetzt wirklich mal nuklear schaffen, habe ich defensiver gespielt und ich habe dann wahrscheinlich mein defensives Spiel ein bisschen übertrieben und es hat dann ordentlich gescheppert. Am Schluss, wie ich umkomme, ist so etwas von lächerlich und das würde ich euch, also schaut selber an, ich war sprachlos gewesen, ganz ehrlich. Und ja, wir bekommen auch deftig auf den Sack. Ich will nicht meinen Teammates die Schuld geben, gar nicht. Ich habe mit Mr. G zusammen gespielt. Und wenn ich nicht irgendwie gefunden hätte, ich unterstütze eigentlich gut mit V-Sets und so, habe da immer gewartet eigentlich auf C erobern dann. Aber es hat nicht so sollen sein und wir bekommen deftig auf den Sack. Übrigens, da kommt dann noch ein Glebi ist da, eine geile. Ja, genau, Fernlenkladung und ich habe das Gefühl, die kommt sicher durch die Mitte. Würde ich so machen. C4. Und dann nehmen wir die auch noch gerade mit. Viel Spaß. Gut, kommen wir zu den Waffen. Ich habe eben gar nicht so viel zu sagen zu dieser Waffe. Sie ist sehr gut. Sie ist nach dem Patch von der PDW und der MSMC absolut meine Lieblingswaffe mit der Vector zusammen. Feuerratenmäßig sind sie sich auch sehr ähnlich mit 900 Rounds per Minute, also ziemlich schnell. Und beide haben einen ziemlich geringen Rückstoß-Rückschlag, also sind dementsprechend sehr präzise. Magazin hat sie das zweitgrößte mit 40 Schüssen normal und 54 Extended Mags. Und das kommt jetzt auch noch schnell eine knappe Sache im Video-Gameplay da. Eben, erste Halbzeit bin ich ziemlich gut abgegangen, zweite gar nicht. Aber die MP7 hat also ihren Dienst brutal gut gemeistert. Rapid Fire könnte man die Waffe auch spielen, würde es mit 1200, das wäre so schnell wie Scorpion Evo ohne Rapid Fire. Ich finde, ich habe es mal probiert, einfach um euch meine Meinung zu sagen, braucht es absolut nicht. 900 ist ziemlich schnell schon. Dann 4-Shot-Kill, also 4-Schuss-Kill auf 61 Meter, 5 Schuss auf 86 Meter und 6 Schuss auf endlos, wie sagen wir denn? Ja, endlos. Und Hip Spread very low, also man kann sehr gut aus der Hüfte schiessen mit dieser Waffe. Die ist wirklich sehr gut. Movement Speed wie bei allen SMGs auch wieder 100%. Der Reload hat sie 1,72, das ist der schnellste und darum finde ich, man kann mit Fast Max spielen, muss aber eigentlich nicht einmal. Also die Waffe ist wirklich bombastisch. Man kann sie mit Schalldämpfer spielen. Im Hintergrundvideo habe ich einfach, glaube Fastmax drin, wenn es mich nicht täuscht. Und sonst nichts. Also man kann sie auch durchaus ohne Aufsatz spielen, dafür vielleicht mal 2 Perks mehr mitnehmen oder 1 Perk mehr oder was auch immer. Ich finde es eine bombastische Waffe, wirklich, finde sie sehr gut. Ich habe sie sicher zu wenig gespielt, wo PDW noch so gut war. Ja, also PDW hat 10 Schuss mehr im normalen Magazin als der MP7, aber ich finde die MP7 als, sagen wir jetzt mal, Konkurrenz in Anführungszeichen, der PDW eine super Sache, da habe ich auch wieder Glück gehabt. Aber eben, es hätte ja dann gleich nicht sollen sein. Ich kann euch die Waffe nur empfehlen. Ich finde, sie sieht sie schön aus mit diesen Steinchen. Ich glaube, es ist allgemeine Geschmackssache, aber sie hat auf jeden Fall genug von diesen Bling-Bling-Dings drauf. Da sind wir bei der 25er Streak und ich bin hier hinten ein bisschen am Campen, weil ich weiss, dass sie B werden 100%ig reinnehmen, weil sie ziemlich flaggegeil sind. Und da, ja, sind wir schon fast am Ende. Ich hole mir hier noch schnell ein Päckchen für das C4, damit ich die Flagge beschützen kann. Er hat noch hier die Weste an und jetzt... Ich habe scheiße geschossen, aber bitte. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Oh je.